meine Liebsten, willkommen zurück auf Eat Platt Love. Und heute mag wie einmal eine Vorstellung von mir oder eher von die. Also, herzlich willkommen meine Liebsten zurück auf Eat Platt Love. Heute machen wir eine Vorstellung. Also ich mache sie quasi von mir und dann machst du sie für dich. Also wir fangen damit an. Mein Name ist Lisa. Mein Name ist Lisa. Oder ich hate Lisa. Ich heiße Lisa. Oder man kann auch sagen, ich bin Lisa. Ich bin Lisa. So, jetzt möchten wir natürlich auch wissen, wie unser Gegenüber heißt. Und dann fragt man entweder, Kane bist du? Also, wer bist du? Oder, wie heißt du? Wie heißt du? Oder wie ist die Norm? Also, wie ist dein Name? Dann geht es weiter mit ich bin 27 Jahre alt. Also, ich bin 27 Jahre alt. Wenn du keine 27 bist, dann verlinke ich dir hier oder hier oben das Video mit den Zahlen. Dann kannst du erstmal die Zahlen lernen und dann auch sagen, wie alt du bist. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie alt dein Gegenüber ist, fragst du ihn einfach, wie alt bist du? Wie alt bist du? So, dann geht es weiter mit wo ich wohne. Ich wohne gerade hier in Akureyri. Also, ich wohne in Akureyri. Oder ich lebe in Akureyri. Ich lebe in Akureyri. So, wenn du jetzt wissen möchtest, wo dein Gegenüber wohnt, wo wohnst du? Wo wohnst du? Oder wo lebst du? Wo lebst du? Gut, was gehört noch zu einer guten Vorstellung? Natürlich Dinge, die man gerne macht. Hobbys, Lieblingssachen, all das. Dann würdest du zum Beispiel, also würde ich sagen, in meiner Freizeit mag ich gerne Sport. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport. Oder in meiner Freizeit gehe ich gern spazieren. In meiner Freizeit gehe ich gern spazieren. Mein Hobby ist Kuchenbacken. Mein Hobby ist Kuchenbacken. Wenn du jetzt wissen möchtest, was dein Gegenüber gerne macht, fragst ihn einfach, was magst du gern in deiner Freizeit? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Oder was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Gut, damit habe ich mich vorgestellt. Und jetzt geht's an dich. Also, schreib mir ruhig mal deinen Text, wer du bist, auf Platt in die Kommentare. Falls du noch ein bisschen Probleme mit der Rechtschreibung hast, guck auf Instagram unter eatplattlove. Da habe ich die ganzen Sätze, die ich jetzt hier eingeblendet habe, auch nochmal als Post. Da kommen übrigens auch Vokabeln, Grammatik, deine tägliche Dosis Platt. Aber auch, was ich gerade angefangen habe, Hintergrundfacts. Also, warum kommen mir manche Wörter so englisch vor? Oder warum sind manche Wörter dänisch, niederländisch, platt alle die gleichen? Also, wenn dich das interessiert, das Video darauf kommt bald. Abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich freue mich auf deinen Text und ja, wir sehen uns im nächsten Video.